Der Lars zuckt zusammen. Er war so ins Motorrad anschauen vertieft, dass er alles um sich herum vergessen hat. Dass ein alter Mann neben ihm steht, das hat er gar nicht bemerkt. «Ja», sagt der Lars. «Das Motorrad gefällt ihm wirklich.» «Das ist mein Motorrad», behauptet der alte Mann. Doch dann stutzt er. Nein, das stimmt nicht ganz. Es war einmal mein Motorrad. «Ihres Motorrad?» Der Lars glaubt ihm nicht recht. «Das Motorrad gehört doch einem Museum.» «Ich war früher bei der Polizei und das Motorrad hat mich während ganz vielen Jahren im Dienst begleitet. Wo wir dann modernere Motorräder bekommen haben, habe ich das hier für mich ganz privat kaufen. Aber jetzt bin ich zu alt, um damit noch rumzufahren. Darum habe ich es im Museum geschenkt. Es ist ein ganz spezielles Modell. Von denen gibt es nicht viel.» Der Lars schaut das Motorrad gerade noch ein bisschen aufmerksamer an. «Und, Entschuldigung, mit dem Motorrad haben Sie Räuber verfolgt?» «Ganz selten. Aber einmal bin ich genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort gsi.» Der alte Mann fängt an zu erzählen. So lebhaft, dass der Lars den Eindruck hat, am Einsatz mit dabei zu sein. Fast meint er, selber auf dem Motorrad zu sitzen. Hört gut zu, Kinder. Ich erzähle euch jetzt, was der alte Polizist mir erzählt hat. Der Polizist fährt auf einer breiten Strasse in der Stadt. Der Verkehr läuft und es ist ruhig. Da meldet die Zentrale einen Überfall auf eine Postfiliale. Täter flüchten in einem hellgrünen Auto mit weißem Dach. Sie fahren die Stadt auswärts. Unser Polizist ist ganz in der Nähe. Er schaltet das Blaulicht ein. Bei der nächsten Seitenstrasse biegt er ab. Schliesslich fädelt er in eine Hauptstrasse mit viel Verkehr ein. Und dann taucht mitten in den Autos, Lieferwagen und Bus ein hellgrünes Auto mit weißem Dach auf. Der Polizist gibt Gas und versucht aufzuschliessen. Die meisten Autos machen Platz fürs Motorrad mit den Blaulichtern. Aber die Verbrecher haben das Motorrad im Rückspiegel gesehen und fahren gerade noch etwas schneller. Sie wechseln die Spur. Überraschend biegen sie ab. Aber der Polizist lässt sich nicht täuschen. Er berichtet laufend über Funk, auf welcher Strasse er gerade fährt. Durch das kann die Zentrale andere Streifenwagen dirigieren.